Willkommen zurück im Paradies, meine Damen und Herren. Wir wissen, es ist scheiße, wenn du am Sonntagmorgen aufwachst, ein bisschen verkatert und die YouTube-App öffnest und denkst, wo ist Kater zum Morgen? Und wir sind nicht rum. Aber die Zeiten sind vorbei. Wir sind zurück. Hey, aber Maureen, sind die Leute überhaupt noch verkatert? Es kommt doch niemand mehr in den Ausgang. Alle sind nur noch auf einem Health-Trip oder so. Aber ist das so? Trinken die Leute wirklich weniger Alkohol? Wenn sich alle nur noch die ganze Zeit selber optimieren und hat das vielleicht sogar eine Schattenseite? Wir finden es raus. Bei Kater zum Morgen. Zuerst mal ein Bier. Halt! Bier ist Gift. Oder man könnte es auf jeden Fall meinen. Die Leute in der Schweiz trinken einfach immer weniger Alkohol. Und auch immer mehr Bars müssen zumachen. Nur schon in Chur. Das Cubano hat jetzt kürzlich zumachen. Zelig ist schon lange weg vom Fenster. Und sogar in Olten ist das Terminus terminiert worden. Ja, dass in Olten nichts läuft, überrascht jetzt niemand. Aber kann das nicht auch sogar gut sein, Maureen? Ich meine, vielleicht haben die Leute einfach keine Sorgen mehr, die sie ertrinken müssen im Teufelswasser. Wille du Narr, das stimmt auch nicht. Ein weiterer Trugschluss. Das Durchschnittsalter der Depressionen ist von Ende 40 auf die frühen 20er gerutscht. Aber auf Insta wimmelt es doch nur so von gesunden Lebensweisen. Die Leute machen Yoga, sie gehen in Running Clubs und trinken fade Smoothies. Auf Social Media ist die Welt am Heilen. Und schau da, mein Lieblings-Selbstoptimierer hat ein neues TikTok aufgeladen. Mein Tag startet wie immer am Morgen um 4 Uhr. Ich stehe auf und dann mache ich mir direkt meinen Ultra High Protein Shake mit frischen Früchten. Um 4:30 gehe ich für meinen Pre-Work 10K Run und dann ist Zeit zum Geld verdienen. Schnell alle Charts checken und dann geht es ins Traden. Zeit ist Geld, meine Freunde. Er ist einfach perfekt, nicht? Wille, genau das ist das Problem. Junge Leute sehen so Sachen Tag für Tag. Ein völlig unrealistisches Bild wird projiziert. Ja, vielleicht hast du recht, Maureen. Alle reden von Handy-Detox und weniger Screentime, aber am Schluss machen sie nachher auch einfach ein Reel daraus. Und wenn ich auf Insta so ein schönes Wandervideo sehe, habe ich voll das Gefühl, dass ich etwas Echtes in der Welt geleistet habe. Es ist verzwickt, aber vielleicht kann uns ein Experte Licht in die Dunkelheit bringen. Er ist kein Mensch, er ist ein System. Schon im Mutterleib ist er optimal gelegen. Wir dürfen begrüßen im Studio den Yannick Chad. Yannick Chad? Ja! Alter! Experte-Check mit Jene. Willkommen. Hey, danke. Schön für euch, habt ihr mich eingeladen. Meine Freunde nennen mich auch Optimus Primus, weil ich einfach immer die optimalste Version von mir selber bin. Warte rasch, muss kurz tracken. Ruhepuls 40, Stresslevel minimal. Ja, das kommt einfach, wenn man seinen Geist komplett unter Kontrolle hat. Aber erzähl mal, wie sieht euer Tag so aus? So 8:30 aufstehen und dann ist dann auch schon bald Mittag. Ja, also am Nachmittag wird dann irgendwann so das erste Tell geköpft und dann ein paar Folgen Bridgerton auf Netflix. 8:30 aufstehen? Sag mal, müht ihr überhaupt? Ich mache das immer direkt nach dem Aufstehen. Ich habe übrigens auch einen Mewing-Streak von 27 Jahren und 9 Monaten. Aber hey, eure Jawline ist halt auch echt scheiße, das sieht man einfach. Ich weiss auch, wo das Problem liegt. Vor allem dies. Am Abend Netflix schauen. Ich schaue höchstens die Charts an. Ich habe übrigens meine erste Million gemacht im Schlaf. Die einen sagen, es sei Glück gewesen. Aber ich sage, ich habe meine Schlafphasen optimiert. Oh, meine Uhr sagt Move. Übrigens noch für alle Zuschauer da draußen: denkt immer daran, optimiert euch selber oder ihr werdet optimiert. Und sonst kommt ihr einfach zu mir ins Coaching. Übrigens, vorher während der Liegestütze habe ich gerade noch kurz einen Crypto-Trade gemacht. Ja, spannend. Yannick, weil du so ein extrem spannendes Leben führst, haben wir gedacht, wir machen eine kleine Überraschung für dich. Wir haben nämlich den Phil Taylor angesetzt, um eine Investigativdokumentation über einen Tag in deinem Leben zu führen. Ihr habt was gemacht? Wir nutzen die einzigartige Möglichkeit, um den Optimus Primus versteckt zu begleiten. Normalerweise optimiert er in Dubai vor sich hin. Weil dort aber Langstreckenraketen die Aussicht aus dem Penthouse zerstören, macht er jetzt eine Auszeit in seiner alten Heimat.
Pünktlich wie ein Schweizer Uhrwerk steht er auf. Heutzutage ist alles Content. Bald steht er wirklich auf. Glaube ich. Die Diät vom Selbstoptimierer besteht hauptsächlich aus Protein. Elektrolyte sind auch wichtig. Nicht nur Ernährung ist wichtig, sondern auch Bewegung. Das ist aber schnell gegangen. Am Optimus, sein Business, pflegt er mit höchster Sorgfalt. Er lässt das Geld für ihn arbeiten. Aber schafft er irgendeinisch? Ich bin den ganzen Tag schon da und er macht nichts Richtiges. Ich kann nicht mehr. Ich schwöre. Okay. Das Video schneidet er immerhin selber. Nein, zurück ins Studio. Ich kann nicht mehr. Ich kann wirklich nicht mehr. Der fucking Typ ist... Oh, das ist doch eine verdammte Frechheit. Man glaubt diesen scheiß Mainstream-Medien nicht mal. Heutzutage kann man doch einfach alles mit KI faken, Mann. Wieso habe ich meine Zeit geopfert? Wille, es gibt im Fall auch schöne Accounts. Schau, die testen einfach nur Aperols. Das ist besser für deine Psyche. Der Optimus Primus ist leider kein Einzelfall. Ist es heutzutage wirklich so, dass alles, was nicht geteilt wird, gar nicht existiert? Ich meine, sich selber weiterzuentwickeln, ist ja an sich ein guter Gedanke. Aber ist eine verzerrte Selbstdarstellung wirklich die richtige Motivation für das? Ja, und seit der Optimus Primus exposed worden ist vom Phil, weiss ich auch nicht mehr, was ich glauben soll. Ich meine, Running Clubs, gibt's das? Gehen die Leute wirklich zusammen in einer Gruppe joggen und dann gehen sie verschwitzt in eine Bar rein und dort daten sie irgendwie miteinander? Also ich check's gar nicht. Niemand checkt's. Darum haben wir den Till Fehler darauf angesetzt. Er ist es herausfinden. Ich bin heute beim Auflauf 7000. Da treffen sich zweimal in der Woche lokale Selbstoptimierer zum gemeinsamen Joggen. Ich frage mich einfach, wieso wollt ihr überhaupt segeln? Wieso bleiben ihr nicht einfach daheim wie normale Leute und schauen Netflix? Und was zum Teufel ist Strava? Und ich frage mich, wieso schaffen die es nicht, um eine SD-Karte richtig in das Mikrofon rein zu tun? Wir finden es raus. Vielleicht könnt ihr euch schnell vorstellen. Ich? Ja? Ah, am Schluss gibt es ein Bier, habe ich gehört. Ich mache einfach die Schön. Mach ich richtig. Ja, das machst du. Du machst so nie Sport, hä? Du Selten. definierst Sport? Bewegen im Alltag? Nein, das nicht. Hast du eine Garmin gesehen? Ja, tatsächlich, ja. Was ist denn du für eine? Werbegeschenk von Migros. Die Schneller-Gruppe geht mit Nina mit, ist das gut? Yes. So 5:30er-Pace. Ich gehe natürlich mit schneller Gruppe mit. Nein, dann gehen wir zu den Anfängern. also du hast keine Uhr zum Starten. Du kannst fiktiv Mini starten. Geil. Weißt du, wenn sie auf Strava ist, was nicht passiert und so. Das ist vor allem bei der Gruppe am Morgen sehr wichtig, dass man nachher im Büro laufen das Gefühl hat, ich bin besser wie alle anderen. Okay. Das ist so ein bisschen das Gefühl, das wir wollen und das wir auch gegen aussen vermitteln, oder? Ich habe keine Ahnung, ob das tut, da mit dem Aufnehmen. Easy. Ausdehnen, wichtig. Hast du nicht mega fest Muskelkater nachher? Amix schon. Ich habe ein bisschen Angst, dass sich dann der normale Kater mit dem Muskelkater vermischt. Wie oft hast du Muskelkater? Nicht so oft. Pro Kater ein Muskelkater. Das sagt man ja immer so, Balance is key. Zuerst Strava abladen, dann Balance. Läuft es bei dir auf Tinder nicht so gut, dass du im Running Club bist? Ja, läuft Katastrophe. Willst du schon in die Kamera dich vorstellen? Vielleicht meldet sich jemand. Blinzeln zweimal, wenn du Hilfe brauchst.
Willst du wieder? Ja. Pupsbier. So. High Performing at its best, würde ich sagen. Das war es. Vom Auflauf 7000. Geile Sache, fühle mich auf jeden Fall besser. Jetzt noch auf Strava-Post und ich bin glücklich. Ich gebe zurück ins Studio. Boah, ich wünschte, ich wäre so fit wie der Till. Ja, aber ehrlich gesagt verstehe ich immer noch nicht, wieso man sich so etwas antut. Ja, Junior, es ist wie bei der Wahl von deinem Starter-Pokémon. Mit 25 musst du entscheiden. Entweder schnappst du dir die Laufschuhe und das Gravelbike, nach dem Motto früh auf und spät ins Bett, dafür bist du immer müde. Oder du nimmst die Siebträgermaschine. Bitter, laut und überzeugt davon, dass Filterkaffee ein Charakterfehler ist. Die dritte Option wäre dort verschieben. Dort versuchst du das zu verarbeiten, wofür die Therapie einfach zu teuer war. Egal was du nimmst, Hauptsache es passt in deine Bio rein. Und wenn nicht, kannst du es morgen wieder ändern. Was du nicht ändern kannst, ist das romanische Wort vom Tag. Und, Maureen, was ist das Wort vom Tag? Was wären Selbstoptimierer ohne ihre Gefolgschaft? Darum ist das heutige Wort Follower. Und es heisst Persecuitader. Und damit ihr keine weiteren Folgen verpasst, werdet alle zu Folgt uns überall. Tschüss zusammen. Ciao.